Moje Kanner, heißt Laura. Weder heiert, hun ich haut bisselsche Probleme mam Schwatzen und dafür hut mein klein Schwester Greta haut wie ich ein Flottgeschicht vom Minipet agelies. Auch die Bastelidee, die hat ich zum Schluss mal auf den Weg als von ihm. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Geschichte. Moin, ich bin Greta, dem Laura seine kleine Schwester. Ich lese ihr schaut Geschichte der Minipet und Sterepleckerin von Alexandra Even Collinfiel. Moin, ich heiße Minipet. Alldach entdecke ich Leben. Ich wohne zu Lützeburg, einem von den kleinsten Ländern in ganz Europa. Wie mein Pap schwätze nicht Lützeburgisch, aber wie meine Mom schwätze nicht Französisch. Diese Winter ist es immens kalt. Es ist kein Wetter, für nur es für und dir zu strecken. Der Pap hat Holz für die Schminiere gebraucht. Es ist gut warm und gemütlich herbannen. Ob einmal geht die Luft aus. Ich habe Angst. Ich höre, wie mein Pap Kerze sieht. Meine Mom sagt ihm, es ist nichts zu machen. Ganz Stadt ist blockiert. Wir werden die nächsten 2-3 Tage keinen Strom holen. Das macht mich ganz traurig. Die Stadt ist da so schön mit all den vielen belichteten Fenstern. Ich muss da unbedingt eine Lesung finden. Du hörst nicht, wie etwas in Fenster tuckt. Madame Storch, die mir zuwinkt. Ich klamme direkt auf meinen kleinen Hocker und mache hier das Fenster auf. Madame Storch sieht mir, lauscht da. Ich weiß, was man am Strom los ist. Ich bin ja grad mit meiner letzten Babylieferung fertig. Das lässt mir genug Zeit, für dir zu helfen. Komm, klamm auf mein Reck, klamm den Bein unter mein Flüliken, pack dich gut fest um mein Hals und da flehe mir los. Ich folge in der Madame Storch. Auch sonst geht es los. Aber ganz sicher kommen wir 1000 Frohen. Wo fliehen wir, Madame Storch? Psst, geduldig dich. Ich hol dich mit an lichte Land. Ein paar Minuten danach sitzt Madame Storch mich auf einer ganz kleinen blauen Wolke auf. Vor mir steht ein klein, Leifvieh mit Piperlicks Fliegen. Moin, Minipet. Ich habe von deinem Problem hören. Ich kann dir helfen. Über dem sie das sieht, blinzelt sie mit an. 1000 Sterne erscheinen im Himmel. Komm, hilf mir, daraus ein großes Bouquet zu machen. Hol nimmer die schönsten Sterne, hol die am meisten blinken. Es ist ein lode Moment, für ihr ihr Geheimnis zu verraten. Von der Erde aus kann ich nicht davor gesehen, mir all Stern als wie ein Blum. Den Himmel ist nicht ernst, wie groß die Sterne fällt. Ganz aufgeregt mache ich mit meiner neuen Freundin ein enormes Bouquet. Danach bringt Madame Storch mich auf ihrem Reck heim. Ich so hier merci. Ich laufe bei meiner Mom, wie jede Sternbouquet zu bringen. Zusammen mit meinem Pap und meiner Mom gehen ich an die Stadt. Da gehen wir jeder Rang im Stern. Gleich drauf ist ganz Stadt nächst belicht. Die Leute lachen vor Fried. Ich bin so glücklich. Von dem Tag an gucke ich durch die Fenster, all Nacht und schicke meiner Freundin der Fee ein paar Küssen. Als Antwort auf für mir ein gute Nacht zu wünschen, die sie Sterne schnuppen tanzen. So, das war die Geschichte von Minipet, den die Lucht zurück an die Stadt gebracht hat. Und das mit Hilfe von Sternen. Immens, oder? Wir fragen uns, wie ging so ein Sternbouquet eigentlich ausgesehen? Wie wäre es, wenn dir ihr bastelt oder malt und als den da weißt? Mir sicher ganz gespannt.